Seit wann bearbeitest du Holz? Von klein auf. Ich habe beim Vater schon in der Werkstatt geschnitzt. Bei mir hat es eigentlich gar nichts anderes gegeben, als wir Schnitzer werden. Weihnachten ist hauptsächlich, weil ich auch Krippenfiguren mache. Und jetzt um die Zeit ist halt dann, sind die Larven geragt. Ich habe jetzt so ein kleines Zettel gemacht und Ton ein bisschen modelliert. Das ist jetzt nur so grob angedeutet. Also mit Vollbart. Ja. Und das ist dann auch wieder eine neue Herausforderung. Hast du nicht schon Tausende mit Bart gemacht? Nein. Das ist spannend, auch für mich. Wirklich? Ja, freilich. Und das ist jetzt so praktisch ein Stück Holz, wo man das wegschneidet. Es ist ja nichts dabei. Man muss ja bloß das wegmachen, was nicht hingehört. Und dann ist fertig. Jetzt wird es gefährlich. Karl Buchwieser ist seit 70 Jahren Holzbildhauer. Da kommt jetzt ungefähr die Nase her. Also das ist jetzt der Oberteil und das wird dann der Kinnteil. Sein Sohn Sebastian hat das gleiche Handwerk gelernt. Aus diesem Stamm soll eine lebensgroße Skulptur entstehen, der Auftrag eines Feriengastes. Schaut eigentlich ganz gut aus, von den Jahresringe. Das ist echt super, schön fein. Und das schaut eigentlich super aus, schöne Farbe. Wir haben Ferienwohnungen im Haus und die hat die Skulpturen gesehen und die hat gesagt, das gefällt ihr ganz gut. Und die wollte eh mal was für ihren Garten haben. Die hat irgendwo an der Nordsee oben hat sie so ein Häuschen, die wohnt in Hamburg. Und da kommt sie dann im Sommer und möchte die Skulptur mitnehmen. Und hast du die Skulptur schon im Kopf? Die habe ich schon ein Modell. Das ist schon eigentlich fertig, aber in der Tasche. Also das habe ich noch. Also ich habe so eine ähnliche Skulptur schon gemacht und die hat es gesehen, das hat ihr sehr gut gefallen und soll dann ein bisschen Ähnlichkeit mit ihr selber haben. Da muss man schauen, ob ich das hinkriege. Ich habe ein Foto von ihr, ja. Ein WhatsApp-Foto natürlich. Hat sie mir geschickt. Auf diesem Fels stand die Lerche, bis sie vor 3 Wochen ein Sturm heruntergerissen hat. Durch das, dass ich ja hier aufgewachsen bin, kenne ich den Baum ja schon ewig. Ja, und dass der da mal runterfällt, das hätte ich mir jetzt auch nicht gedacht. 200, 300 Jahre wird er schon sein. Also man kann ja das einmal zählen, da hast du relativ schnell mal 100. Also die ersten Zentimeter, das sind locker 10 oder fast schon 15 Jahresringe. Also, und dann, wenn man das rechnet, dass das hier so ungefähr 20 Zentimeter sind, 250. Französische Revolution. So um den Dreh. Also einer, der noch aus dem Barock stammt. Genau. Geht er dann immer mehr ins Detail. Und der Laie sieht eigentlich nur das Detail. Also ein Laien kann ich absolut irre führen, wenn man dann da irgendein Detail macht und er sieht dann das Detail, ja, das ist super. Aber mein Problem sieht er nicht, dass die ganze Larve in der Anlage halt, dass das halt passt. Ja. Die Proportionen. Proportion und dass es einfach stimmt, dass es harmonisch ist alles miteinander, dass alles schön zusammenpasst und so. Gell. Wenn man früher viel Kruzifix gemacht hat, die waren anatomisch absolut daneben. Und da, wenn dann einer es verstanden hat, da ein paar Adern reinzuschnitzen, und dann sagt sie, Mensch, okay, sogar Adern hat er nicht gemacht, obwohl das absolut belanglos ist. Zuerst beim Reinhacken habe ich gemeint, da ist Blut dran. Muss man schauen. Dabei ist es zu rot. Ich weiß auch nicht, ob das von Haus aus so war, aber so extrem habe ich das noch nie gesehen. Ja. Zuerst haben wir gedacht, habe ich irgendwo Blut an den Händen? Aber schön, ne? Das ist ein ganz schöner. Ich habe gesagt, ich habe es einmal durchgezahlt. Sicher 200 Jahre, ich bin 250. Ach, gewiss? Ja. Ach, Schmarrn. Ja, der ist, muss man anschauen. Der ist so eng. Ich glaube, dass das Ganze Das kann man ja gar nicht sehen. Das ist ja, Ich glaub, das ist so. nehmen. Und, wie macht das? Hä? Und, wie macht das? Ja, nichts Scheiß. Kommt davon, wo man jetzt die Frontsicht hat. Ob man mehr so oder dann so, eher so. Gell?
kämpfe. Ich kämpfe. Da hat man eine gewisse Vorstellung und dann macht man was und dann sagt man halt, das war jetzt gar nicht schlecht. Lasse ich das jetzt oder es ist ein Hin und Her. Es ist ein Hin und Her. Es gibt ja noch mehr Holz, wenn das nicht hinhaut, dann kann man, das ist praktisch bei dem Material, kann man dann immer noch einheizen, hat man noch eine Wärme. Aber du stehst nicht kurz vorm Einheizen. Nein. Wenn ich so wieder hinschaue, nachher sehe ich jetzt wieder, dass da die eine Gesichtshälfte viel weiter herunter ist als die andere. Ja, es kann sein, dass einer sagt, das ist pingelig, aber ich muss ja das früh genug dann wieder schauen, dass ich das irgendwie auf die Reihe bringe. Gell? Ja, das ist jetzt die heiße Phase. Also das ist richtig, wenn man sieht, was die für eine schöne Struktur hat. Da braucht man eigentlich gar nicht mehr viel drüber arbeiten und durch den Schnitt von der Motorsäge kommt es schon recht schön raus und kann sein, dass ich es so lasse oder vielleicht noch ein bisschen mit der Bürste drüber gehe. Und ich möchte da nicht zu viel reinmachen an Mund oder so, also ich habe ja gesagt, ich lasse relativ offen, weil da kann sich jeder selber rein interpretieren, ob er freundlich schaut, ob er lacht oder weint oder traurig ist. Da gibt es ja den Witz von dem Oberammergau aus, der FC nicht filmen, weil ich kann schlecht Witze erzählen. Wo der Amerikaner diesen Christus bestellt hat in Oberammergau. Und hat der Amerikaner gesagt, er muss ganz leidend sein. Der Christus, dann hat der Bildhauer halt wieder reingehackt und da kommt der Amerikaner am nächsten Tag wieder, oh, noch viel leidender muss er sein, der Christus. Der Bildhauer hat immer weitergearbeitet und dann kommt der Amerikaner, schaut ihn an und dann hat der Bildhauer gesagt, so, jetzt hast du es, jetzt lacht er. Weil jetzt hat er so lange rumgemacht, bis er nicht mehr traurig schaut, sondern dass er lacht. So ist es aber oft. Da brauche ich einfach dann jetzt einen Abstand, wenn ich morgen wieder frisch anschaue. Hier in Obergreinau schafft es die Sonne im Winter 6 Wochen lang nicht über die Zugspitze. Richtung Eibsee haben die Buchwiesers ein Grundstück. Hier scheint sie zurzeit immerhin 1 Stunde am Tag. Die nettesten sind die da, die Schopfmeisen. Das ist ein besonders schöner Fleck da. Gell? Da sitze ich dann oft abends, wenn es dunkel wird, und weil da kommen dann oft einmal Hirsche auch und so. Und, naja, dann gibt es ein anderes Licht und so. Ja, jetzt sieht man es, wie der Schatten jetzt herwandert. Gell? Am nächsten Morgen. War auch noch gestern Abend, ein paar Stunden herinnen. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Mit ihm. Was hat er dir gesagt? Hä? Was hat er Ja, gesagt? er hat gesagt, das passt. Ich würde es genauso schleifen, aber ich nehme ein größeres Schleifpapier. Weil er strengt es nicht so an. Ich habe keins holen können, weil es dir am Kasten noch gestanden ist. Ich habe es mit den Ding verdeckt. Und immer ein kleines. Da habe ich halt den Versuch gemacht, nicht bestrichen, sondern die Hautfarbe ist das Holz. Das habe ich noch ganz fein geschliffen und dann habe ich Wachs drauf und dann habe ich nur die Backen ein bisschen bemalen und die Haare und die Lippen. Alles perfekt zu machen, zu schleifen, das ist halt so mein Stil. Ja. Kann dir dein Sohn denn das Wasser reichen? Wir sind auf zwei Ebenen. Aber handwerklich? Ja, handwerklich, da wird es kein Unterschied sein. Ja, ich habe ja damals noch leben können davon, aber heute schaut es gut aus. Nein, wirklich. Ich sehe die Situation in Ammergau, da kenne ich ein paar Kollegen und so, ja, die halt was drauf haben, die also besondere Sachen machen, ausgefallenen, die können einigermaßen bestehen, aber das andere, das kannst du alles vergessen. Die jungen Leute geben schon gleich mal gar nichts aus für sowas. Die gehen lieber dann ins Möbelhaus und kaufen mal irgendein Deko, was gut herschaut und was dann vielleicht beim nächsten Möbel gekauft dann weggeschmissen wird und wieder ein neues gekauft.
Das ist das Meisterstück von Sebastian Buchwieser. Schon früh hat er seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Im Kurpark Partenkirchen steht diese Skulptur, eine Reminiszenz an die Stanker, auf denen früher das Heu getrocknet wurde. Und diese hier heißt die Seele. Ja, wo ich angefangen habe, habe ich mir gar nichts gedacht, wie es halt immer so ist. Als Junger, da war ich ja 15, wo ich in die Schnittschule gekommen bin. Und dann ist es halt so, dass man da eigentlich noch gar nicht so richtig weiß, was man möchte. Ich meine, ich sehe es bei meiner Tochter, die ist jetzt 18. Die macht jetzt irgendwann nächstes Jahr das Abitur und dann schauen wir mal, was sie dann... Aber würdest du ihr raten, Holzbildhauerin zu werden? Nein, würde ich nicht raten. Keinesfalls. Also zum Geldverdienst als Hobby oder so als Nebenerwerb, okay, aber nicht als Vollerwerb geht's nicht. Außer jetzt so ein bekannter Künstler, der wo dann wirklich seine Skulpturen für Tausende von Euro verkauft. So weit bin ich leider noch nicht. Für gerade mal 1.000 Euro wird die Urlauberin seine Skulptur bekommen. Schon früh hat Sebastian zusätzlich als Bergführer gearbeitet, neue Klettersteige erschlossen. Dafür ist er viel unterwegs, auch im Ausland. Dazu kommen die Ferienwohnungen in ihrem 400 Jahre alten Hof, der auch gepflegt werden muss. Viele Baustellen. Und Sebastian Buchwieser ist auch gerne Vater. Anna, die jüngere von 2 Töchtern, macht bald Abi. Oder möchtest du mal dann schauen? Holzbildhauerin? Ist glaube ich nicht meins. Ich würde dann eher vielleicht Goldschmiede machen oder sowas, aber... Oder lieber Bergführer? Auch vielleicht. Ich bin auch gerne in den Bergen und dann mal schauen. Vielleicht ein bisschen erstmal in eine Stadt, irgendwo zum Studieren oder zum Arbeiten erstmal und dann mal schauen, vielleicht komme ich ja wieder hierher oder woanders hin. Karl Buchwieser beherrscht auch die Kunst des Fassmalens. Heute Abend will Patrick Bongard, der Auftraggeber, die Larve abholen. Ich bin neugierig, was er sagt, weil es jetzt eine ziemlich strenge Larve ist. Gell? Und wie lange machst das du noch? Frag ihn. Frag ihn. Da wollen wir uns mal nicht festlegen. Ich finde ein bisschen die Struktur raus, gell? Wenn man da so bürstet. Der Rest macht das Wetter. Jetzt habe ich doch noch ein bisschen den Mund hingemacht. Jetzt lächelt Weil sie doch. Ja, ein bisschen lächelt sie, oder? Genau, weil sie soll ja ein bisschen ähneln der Dame, die bekommt. Das wird das erste Mal getrocknet, so ein halbes Jahr. Also lass jetzt bis im Sommer kommt die Dame erst und dann, bevor sie dann kommt, mal ich es an. Ja, soweit passt. Also, jetzt schauen wir mal. Ja, bärig. Jetzt schauen wir mal. Aha. Ja, schaut gut aus. Schön. Ich freue mich immer, wenn ich eine Larve im kriege und da habe ich jetzt schon diverse schöne Stücke. Ja. Wie viel hast du schon? Das ist jetzt die Nummer 9, meine ich. Am Buchwieser? Ja, die 9. jetzt. Ja. Gewiss. Ja. Weißt, das ist, für mich ist das quasi wie ein Kunstwerk. Also es ist nicht ein Gemälde, was an der Wand hängt, was man bloß anschaut, sondern das kann man einmal runternehmen, das kann man anlangen und wenn man die dann tragt, dann erweckt man quasi die Figur auch zum Leben.